Der Mogli hat gesehen, dass alle Häuser mit einem Hag aus dornigen Ästen umgeben waren. Den gleichen Hag haben sie auch ums ganze Dorf herumgespannt. Der Mogli hat gemerkt, wie fest die Menschen vor den Tieren im Dschungel Angst hatten. Ohne an nur einen Kratzer abüberzukommen, ist der Mogli über alle Häge übergegumpelt. Da hat er hinter sich das Trappeln von einer Büffelherde gehört und hat gesehen, wie ein kleiner Bub die Herde mit lautem Geschrei aufs Dorf zugetrieben hat. Der kleine Bub hat am Leitbullen mit einem Stöckchen auf den Rücken geschlagen und der hat ihm darum gefolgt. Wo die ganze Herde im Dorf hinein war, hat der Bub das Gittertor zugemacht, wo er auf einmal den Mogli gesehen hat. Das Kind ist so fest verschrocken, dass es einen lauten Schrei ausgestossen, sein Stöckchen weggerührt hat und schreiend zu seiner Hütte gerannt ist. Der Mogli ist nicht rausgekommen. Warum hat der Bub nur so geschrauen? Er hat ihm doch kein Haar gekrümmt. Der Mogli ist ins Dorf hineingelaufen und als er auf dem Dorfplatz angekommen ist er zu einem Topf gegangen, der auf dem Feuer brutzelt hat. Er hat den Deckel geklopft und ein Huhn rausgenommen, das drinnen brötelt hat und hat herzhaft reingebissen. Plötzlich hat er aber einen festen Schlag auf dem Rücken gespürt. Sofort hat er das Bulle losgelassen und sich wie ein Blitz umgedreht. Vor ihm ist eine Frau gestanden, die mit einem Besen gefuchtelt hat. Der Mogli hat ihn ihr weggenommen und mit der Hand auf sein Maul nachher aufs Huhn gezeigt. Sie hat doch verstehen, dass er Hunger hatte. Aber die Frau hat ihn so angeschaut, als wäre er ein Geist. Auf einmal hat sie angefangen zu schluchzen und ist ihm um den Hals gefallen. Der Mogli hat sich nicht bewegt, während ihm die Frau Backen und das ganze Gesicht abgeküsst hat. Er hat nicht gewusst, wie ihm jetzt geschieht. In der Zwischenzeit sind alle Dorfbewohner mit Stöcken und Messer zusammengelaufen. Sie haben das Geschrei gehört und wollten helfen. Aber jetzt haben sie voller Verwunderung gesehen, wie die Frau den fremden Mann abgeküsst hat. Auch der Dorfpriester ist aus seiner Hütte rausgekommen. Was ist passiert, Mesua? Das ist mein Bub, der Nattu. Vor manchem Jahr hat ihn ein Tiger fortgeschleppt. Ich habe gemeint, er sei tot. Die Leute vom Dorf haben vor Staunen ihre Müller fast nicht mehr zugebracht. Das ist ein Wunder, haben sie gemurmelt und ihre Messer wieder versorgt. Nur der alte Jäger, der Buldeo, der als einziger ein Gewehr hatte, hat ihnen widersprochen. Mesua, schau doch einmal richtig her. Das kann nicht dein Sohn sein, das ist ein Wolfskind. Ich habe gehört, dass Wölfe manchmal Kinder entführen und sie aufziehen, als wären sie ihre eigenen. Schau doch die Narben an seinem Körper.